Kapitel 11. De Indian Chief Powhatan. Nu een pommel rudern, dan zat dit natte schap aan de kant ab, beziet een boom, wat er ganz dicht bij de kolonie was. John steeg uit met zijn pistool in de hand. De andere mannen volgden hem als hij door de huisjes rand. Als hij bij dat eerste huisje aankwam, dan kwamen de meer mannen ver. Wir worden angegriffen gestern. Einer von den Mannen schrie, du wären Hunderte. Wenn das nicht für den Kapitän Gosnold gewesen wäre, dann wird wir alle dort. Wo ist der Präsident Wingfield? Fragt John, als er mit einem klappernden Hart andacht an diese Kolonie, wat keine Gewehren hat, zum sich wehren. In dat Hüsje ganz am Eng. Sagt einer, er ist du bei der andere Verwundete. John rand naar de Hütte ganz am Eng, wo hij dan 10 stehende Mannen fand, verwundet von Flitzbauers. Du sind noch 7 Meier in het nächste Hüsje, en 2 Mannen dood. Zei de Präsident Wingfield ganz glücklich. Wir werden überfordert. Veel te ne kleine Gruppe. De Welt ist voll von Indians. John durchkapt bloß. Dort hat hij al gewusst, den ersten Moment aus der Chap wir bei Chesapeake Bay angekommen. Aber kreut nu hat John betere te doen, als mit Edward Maria Wingfield te strijden. Dat zag so, de mannen wie al gekämmert waren, so ging John uit de Hütte uit en ging langsam über de Kolonie über. Besiets, dat hij hier en door wem stehen, wie de James stond ganz still. De mannen wat nicht geworden wär, dat zag so, als wann de betäubt wären. Schließlich fand John den Predikant en hij vroeg aan, wat Krieg angegangen wär. De Predikant had aber gleich viel te vertellen. Keiner had tijd gehad, de Indians te talen, aber hij dacht sich ne nummer uit, vielleicht so bei 400 Stück. De Indians stürmten über de Kolonie über, brügen de Turnstuhl, de von der Kolonie rannten busig in het Stuhlhuis nan, wen Gewehr hadden sie nicht. Dankbar genug, Kapitän Gosnold hat sich all einige Dinge bedacht. Plautdietsch hat eine Gruppe rütgeseilt naar dat Schip Discovery, wat de ganz aan de kant bij het meer was. En vandoor hat hij eine Kanon in dat Dorp angeschoten. Bäume en Aster werden verbrechen. Während de Bäume so 2 knusteren, werden de Indians omgewangen en weggerannt. Ein Schwert hadden sie sich aber mitgenommen, von den ein, wat wir angekommen. Nur dem, wuchs sich aber keiner mehr aus der Hütten rüt. Nicht mal nach der Kante von den Riefer zu gehen, den einen Jungen zu holen, wat dort liegt. John dreht bis mit seinem Kopf, als er hört, wat alles passiert wär. Die Kanon hat die Indians vielleicht einmal weggegrillt, aber wir können nicht darauf vertrauen, dass das jedes Mal passieren wird. Sagt John. Dort ist seine Sache, wo einer vielleicht einmal mit wegkommt, vielleicht auch 2-mal. Jo, ich weiß, sagt der Predikant bosig. Wir sind dit Mal mit dort weggekommen, aber wir müssen einen anderen Weg sehen, um uns zu beschützen. Und dort wird nu John Smith seine Arbeit. John hat vom Anfang an noch geglaubt, dass sie sollen sich ihre Gewehren andoen. Und nu stemden de anderen alle mit am bei. Bloß Präsident Wingfield meint immer noch, dass sie sollen ihre Gewehren am Schab lassen. Das wird bloß besser, de Indians zu wiesen, dass sie unter ihre Gnade wären. Aber nu horcht John nicht nach dem Präsident. John stellt ne ganze Reihe starke Männer an, in großen Tön zu bauen Rahmen der Kolonie. Dann mussten die Männer wiesen, wo gut sie wären, mit einer Pistole oder einer Rifle zu schreiten. Hij war erstaunt, dass eine ganze Reihe von den Männern hadden noch niemals ein Gewehr angeschert. So stellt John an, dass jeder Samarius meint dort lernen, wo mit ein Gewehr umzugehen, das rein zu merken und damit recht zu handeln. Während dit alle anging, proefden de Indians wahrer und wahrer de James-Stadt anzugreifen. Aber nu nicht in seine großen Gruppen, bloß nate Gruppjes. En einer von ab der Kolonie ward auch dort gemerkt, mit sein Hund taub. Während dieser Zeit macht John auch
dat wann de Mannen van op de kolonie in het roet fehlt, dann kämen sie naar arm. Ook wenn sie wollen weiten, wo sie sich selbst beschützen können. John wundert dort auch nicht, als an den 10. Juni 1607 de Mannen von der Kolonie angeben, dass sie wollen haben, John soll seine rechte Stelle als einer von der Lehrerschaft annehmen. Dort scheint sie an, dass der andere in der Lehrerschaft, auch Präsident Wingfield, hat gemerkt, dass John leicht ein Lehrer sein, und so wird er denselben Tag nengeschwört. 5 Tage later, dann lehrt John wat wichtig über die Indians, wat immer waren angreifen. 2 Indians wären in der Jamesstadt angekommen. In ihrer Algonquin-Sprache rupten sie: Wingapop, Wingapop. Dat meint Freund, Freund. Die 2 Männer wurden dann eingeladen auf der Kolonie, und dort kam so rum, dass einer von denen wie Nairus, wat wir diese 23 Männer Lehrer gewesen längs den James River. Nairus erklärt dann, wer diese Gruppen von Indians wären, wat immer waren angreifen. Dort wären die Passbeher. Sie sehen, dass die Jamesstadt wie ab Landgebiet. Dann wären da aber auch noch die Wewanok, die Apamotok und die Kiskiok und die Kiyuchanok. Ammerhans sieht Nairus wieder, nicht alle Indiengruppen wären jen diese Englischmänner. Nairus erklärt wieder, dass die Arohatok, die Pamunkey, die Matopani und die Youth Nord wären alles die englische Freunde. Und diese Freunde Indiengruppen würden allmählich tun, um mit den anderen Indians zu reden, dass sie sollen abhören, die Jamesstadt zu überfallen. Während John so zuhört, was Nairus alles zu sagen hat, meint John, in was von der Lehre diese Kolonie stand. All die Gruppen Indians, was Nairus gesagt hat, was ihre Feinde wären, die wären alle rundherum ernt. In die Indiengruppen, was ihre Freunde wären, die wären wieder auf. John hofft sehr, dass die Indians würden können mit diesen vielen Indians reden, damit die Ent würden abhören mit angreifen. Als es alle fertig wäre, den großen Tünrahmen der Kolonie zu bauen, dann kam die Entscheidung, was sie wollen tun mit der Susan Constant und der Godspeed Ship, was sie sollen trägen in England, den 22. Juni, was sie sollen ganz voll Gold geloot haben, oder wertvolle Steine, und sie hatten immer aber noch nichts nicht. Die, was ihr Geld hatten angeteilt in Virginia, hatten dort aber sehr klar gemerkt, dass der Schiff sollen trägen, ganz voll geloot mit wertvollen Dingen. Während die Kolonie aber noch nicht gefunden hat, mit was sie da wollen uploaden, dann würden sie sich mal in Sasswort sägen, zum Uploaden. Tim sein der Schiff fertig kriegen, ging John mehrere von den Indiengruppen besiegen, wovon Nairus vertelt hat, und dort mit allerhand Tücherien auftrieben. Er jäuf Hängers und Achsen, und sie kriegen dann Bierbarsch und Fuchslara im Tisch. Dort wir nicht so, als die Spanier hatten mit 3 genommen, als sie 3 seilten, aber er hofft, dass die, was Geld hatten angeteilt, würden zufrieden sein mit dort. Die Susan Constant und der Godspeed seilten Krieg und Tiet, 3 Landen. In Kapitel Newport versprach, dass er wird sein Bestes tun, im November war er 3 zu sein, mit Meier Edward. Und dort wir 20 Weg wieder. Die Männer kickten Tau, als der Schiff weichseilten. Und John probierte noch mit zu trüren, als die Männer diese Stunden und sich folgten allein gelassen. Aber übrigens freut ihm dort, dass die Schiff nicht mehr weich wären. Vielleicht nu würden die Männer mal anwarnen, dass sie müssten sich taubstehen, wenn sie würden wollen überleben. Das ist, was John gehofft hat, was wird passieren. In der Wahrheit kriegt das jendal passiert. Dort wir messbar klar, dass die ganz schwanste arbeitende Männer, dort wären die Seelmänner. Und nu, dass die 3 geseilt wären in England, die anderen, was hier geblieben wären, können nicht gebohrt worden, dass da noch was deuten. Du wie eine Arnd, was du gewässert soll.
Du wären derker, wat de Wutter dich gemerkt worden sollen. Aber dort schien sich so, John könnte Manna mal nicht Mut beibringen, dat die würden gun schaffen. Dort wundert John. Besonders wenn's die alle wüssten, dat der Sommer wird nicht für immer bleiben. Und im Winter können dort kalt genug werden, dat es wird schneien in Virginia. Wenn sie würden wollen überleben, dann würde etwa Gebiet man ganz voll sein. Als die etwa kommen, aufhängt Ladja zu werden, und die Männer können allmal halb so viel eten, jeder Tag. Nicht mal dort bracht die den Mut, dass sie würden aufhängen Busse zu schaffen, sein Meier eten zu kriegen. John meint, dass die Männer ihre verschlafen hat, wie vielleicht noch, wenn das zu sehr heute wäre. Juli und August, wir ganz sicherlich heute hier aus England. Und die Männer kriegen einen Herzschlag, wenn die zu lang büten bleiben. Die Herd braucht noch andere Troubles mit sich. Das Gradste, Wutter zum Brücken. Dann, wenn sie Jamesstadt hatten angefangen zu bühen, dann wird das im Vorjahr. Die Zeit, wo die Riefer Daub und frisches Wutter haben, von der Schnee abdeven bei den Boy. Durch den Sommer wird das Wutter aber so viel leicht geworden und langsam, dass das anfängt ganz glitschig und grün zu werden. Nu, dass all die Mähen dabei brauten können. Am Anfang August hat das Krisenwetter in das alle Waren die eten in die Krankheit überschlappende Mähen all ihr Part von Trübel gebracht. Den 6. August kriegt der erste dann einen Durchfall, Cholera und starb. 3 Tage wieder starb noch ein Mann und bald noch einer. Wenigstens ein Todja wird über dem all jeder Tag. Die, die dann nicht einen Durchfall kriegen, müssten die Kranke dann besorgen, die Todje begraben und bei den Putten abpassen, dass nicht eingeritten wird. John muss alles hergeben, dass die Männer kriegt, dass die dort würden alle down. Und dann wird auch John krank mit diesem Durchfall. Hannen war wie John uit der Besinnung und er wird gleichzeitig alles an, dass diese Kolonie meistens taubbreken wird. Eine NATO-Gruppe Kenia mit Flitzbauers würden han könnt diese Kolonie utroden. Aber zum Glück, wir kriegen durch diese Zeit keine Angerebung nicht. Und da steht, dass jedendal passiert. Gruppen von Indians kamen, um mit ihnen zu tischen, Korn und Räubruden. Die Neuigkeit kam, dass Kapitel Bartholomew Gosnold wie gestorben den 22. August. John kann sich bloß ein klein bisschen so daran denken, dass du eine Kanone geschossen wird, zu seiner Ehe. Glücklicherweise, diese Krankheit nimmt nicht John sein Leben. Aber bei er war klar genug, wie dass er denken kann, wären du all 41 Stück von der Kolonie gestorben. Meist kriegt der Halb von ihnen. Der einzige, was nicht wie krank geworden, dort wird der Präsident Wingfield. Und John wird auch missbald an warum. Der Präsident hat sich selbst in der Kommune gelassen und da hat er könnt Eier eten, Fleisch, Huvegrat und Schnaps. Während die anderen Männer ausgehungert starben, hat der Präsident das beste Eten für sich selbst genommen. Das merkt John doll. Und er sagt sich 2 andere, wo er auch am Westen, in Taub wollen sie den Präsident von Jamesstadt raufsteigen. Die Männer ihre wird, wie nur hoch, als sie antworten, dass sie hatten müsst so leiden wie in dem Präsident. Das überrascht kam, als John in unterschriebenes Papier nur dem Präsident Wingfield gab, dass er nicht mehr Präsident wäre. Kapitän John Radcliffe wird in den Sinne steht Präsident gemerkt. Wingfield wird bemüßt, für ein Gericht zu stehen, für 12 Richter, und dann wird festgenommen und auf der Ship Discovery abgedon, wo er dann fast wäre. Taub mit George Kendall, wird auch die Kolonie ihre Regeln wie ungehorsam gewesen. Durch das alle wird John dann eingestellt, dass er wird nicht die Kummer abpassen und Tischerien auftreiben mit den Indians. Das wird nicht auch das Wichtigste zu tun, damit ihre Kummers würden voll sein im Winter
En dan nog, de Indians kwamen gleich mehr zum Tischerieren aufdreven mit Ernt. En dat eten wat zij nog übrig hadden, wird auch nicht wieder reken als für 3 Werk. Wann auch kaum dat interessiert. Aber alle werden sie mit einverstanden, dat John mit een natet Gruppje würden die Vriend-Indien-Gruppen reisen, zum sein, wat sie durch können für Schacherien aufdreven. Det leidt bloß noch 30 Männer, de James Stadt sicher zu halten. John wir bloß 72 Stunden weg. En in dieser Zeit hat er mehrere von den Indiengruppen könnt zum Schacher driven. Hij nahm kleine Chap en dan ook nog de grote, de Discovery, met op dem River de Lang. En dat deed niet lang, dan werden die alle bed vol. Van Korn, Schobeln, Fisch, Muscheln en Räufleisch. Op den Weg 3 hielt John op eine Steer an, wo hij had Salt gefangen, eine Satz, wo hij met Kapitel Newport weer hier gereist. En zij groeven zich tot ver, dat würden sie brücken, Fischfleisch en Räufleisch versalten, dat het wordt goed blijven voor den winter. Met John als Lehrer kwamen sie de stad nu in de Jamesstad aan. Al dit frische eten mögt die Männer waren abgebracht en sie fangen an bosig zu schaffen, sich bereit zu merken für den winter. November kwam en met dat ook een dal regen. En du wie immer noch kein Teken von Kapitän Newport en seine Chaps, dat zij terugkwamen met mij Toby hier. John ward ook aan, dat de seine Männer wären, die dat ganz klar hadden, dat sie würden met het nächste Schap terug naar Engeland reisen. Vielleicht würden sie sogar auch die Discovery nehmen en met dort auf ein Huis reisen. Das passiert aber nicht von dort. En dat geht nicht lang, dann mögt John reid für eine andere Reise. John gleicht allerhand zu erforschen, en du wen, wenn im Winter nicht viel zu tun wäre, hat sich entschieden, dass er würde versuchen, den Pazifischen Ozean zu sehen. Er war sich einig, dass wir zu schwer, zum ernannten Chap zu sein, ab der Waterfall abzukriegen, dann wieder zu sehen. En durch der hat John sich entschieden, er würde lieber längs den Chickahominy-River reisen, wat nicht sehr weit auf an den James River nennen kam. En hij hoopt dan dat de River würden bet leichter sein, im Westen zu kommen. Ganz Anfangs Dezember will John sich dann neinstecken, wo mit am Taup würden reisen. Die Männer stehen dann in der Boot an und hoven ihre Seils ab. Sie hadden gut beschägt, die nächste 40 Mil. Wat sie bad apokant vorbeireisden. Dat Indiendorp, wat het ganz weitste de längs den Chickahominy River war. Als sie bei dat Dorp vorbeireisden, dann war der River busig schmaler, und dort wir bald klar, dat sie würden ernattet baut, nicht so viel wieder de längs diesen River nehmen. John gab dann den Order, zu wegen und 3 nach Apokant zu reisen, wie sie würden 2 Indians annehmen mit ihre Canoes, und dort die würden entweder längs den River schwammen. Die Canoes wären aber bloß groß genug für John und 2 andere und dann noch 2 Indians. So will John sich Thomas Emery und ein anderer Mann wird gleich zu erforschen, Jehu Robinson. Er war besorgt über die anderen 7 Männer, wo du auf das Boot geblieben wären. Aber er orderte, auf das kleine Boot zu bleiben, kreiten dann, was passiert. Noch einmal ein Horn schlagen, und dann verschwand John mit den Canoes. Als sie so ungefähr 3 Mil längs den River geschwommen wären, entschieden sie sich, sie würden erstmal eine Mittagsmahlzeit machen. Während die Indians 4 merken, entschied John sich, er würde zu Pfoten ängstlich, vielleicht eine Mil oder 2 auf dem Land abgehen. Er sagt, der ein Indier soll mit ihm mitkommen, während die anderen 2 Männer, Thomas und Jehu, mit den anderen Indiern treu bleiben. John warned Ant, dass sie sollen ihre Pistolen reut haben. Wenn irgendwas auch ging, dann sollen sie in der Luft entscheiden. Dann können sie busig zurückkommen Ant. John und der ein Indier verschwang dann im Wild an. John hat seine Pistole ganz reut, wenn er einmal ein Tier sagt, was er würde wollen jähren, dann würde er scheiden.
So ungefähr 50 Minuten later, dann hört John ein Raupen beim Riefer, aber kein Schreien nicht. Das erste, was am Bifall, das wird das der andere Indier, wie die zwei haben angegriffen, mit der Hitaup gewas wär. Aber er hat noch gleich fertig mit denken, als er einen Swish hier en grote Weide in sein Bein. Er kijkt drauf und sagt ein Flitzbell durch sein Bein stärken. Er dreht sich hastig um und dann sagt er durch zwei Indians mit ihren Flitzbells und Spießen reut zum Scheiten. John sein Schuss traf nicht, aber die Indians sahen, wie sie fortkamen. Die Spieß in John sein Bein hat nicht durch den Knacken getroffen. Und er nahm den Rüd. Speckende Weide ging durch John sein Bein, aber nu hat er nicht Zeit, da etwas zu sagen. Kurz war mögt John seine Pistole rein. Und während er dort dort, kamen 4 Indians aus dem Busch rüd und schauten ihre Flitzbells in den Arm. Einer von denen ging durch seine Mäve durch, aber traf ihm nicht am Arm. Die Indians drehten sich um und rannten weg, sich wenn sie ihre Schuss geschossen hatten. Und John schaut ihn heran. Als John erst seine Pistole frisch hat gemerkt, dann packte den Indian an, was sein Lehrer war, und hielt am fast Vorarm aus dem Schild. Aber John merkt bald, da drum Arm wären über Hunderte von Indienväter. John hielt den Indian Vorarm noch faster. Als er andacht, wird er nu bloß soll down. Aber der Indier, was er festhält, wird der, was das nächste moved. Er raubt uit nach den anderen Indians, dass das John, der Englishman, bin nicht bloß ein Engelscher, sondern dort wirken Lehrer. Als John dort hier, dann wisst er, dass die Indier hat am ein bisschen Zeit gekauft. Wenn sie es die Indians dort hatten, ein Lehrer muss lebendig festgenommen. John schließt seine Pistole in den Lauf und dann hält er den Indien den Pferd und sieht die anderen Indians, dass sie sollen am Loten Trainer in Riefer gehen nach ihre Canoes. Oder er wird diesen Indier scheiden. Und dann buchst er diesen Indier an und langsam fangen sie an, Trainer im Riefer zu gehen. Dort wird ein Amakel warten, dem sein Wort wird geben, während John wieder ging. Und während er sich abpasst, wo die Indians würden down, merkt er gleich, wo er seine Feindhand stoppen da. Während er den nächsten Feld wieder stoppt er den über den Kant von einem Samp. Er verlor sein Gleichgewicht und tut mit den Indier von sie seitwärts an. Diese 2 Männer fangen sich nu ganz bad um die Neck und das schmatter gemacht. Die Indienväter spürten sich hastig bad ganz dicht bei und stünden durch Rammer dessen Samp, reut mit ihren Flitzbells. John lüht, weil die Spießen wurden raufringen ernt. Und er steht ober, wie du ein stockgebieter Mann mit einem begräben Haar, was vorwärts stoppt, und der Mann sagt John, das sie nun wie Opachankano. Opachankano wie der Chief für die Pawanki Indian Group, und er wie den Chief Powhatan sein jüngerer Bruder. John hat einmal von den Chief Powhatan gehört. Ein Chief über eine starke Gruppe Indians hier in dieser Gegend. Opachankano kickt mit John, und John weiß ganz krass, was er will. Seine Pistole. Und das wird alle hoffnungslos. Alle Bär, heu in der Indien, fangen an, Däuper und Däuper zu rutschen in diesen Samp. Dann packten er starke Arms an und reuten er rüt. Als er so stund und das Blatt von er raufklackert, dacht John bosig, was er soll tun. John wusste dort, dass die Indians auch viel Gewicht ableden, aber was von der Stellung in Mann hat in der Gesellschaft. So gut als er kann, in seiner Algonquin sprach, stummert John zu den Opachankano und probt ihm zu erklären, dass er wie ein sehr welcher Mann und ein Lehrer. John wusste auch von den Indians beobachten, durch diesen ganzen Zeit, was sie hier all gewohnt hatten, dass die Indians hatten dort zu helfen, alles, was sie nicht erklären können, das muss bitter gewöhnlich sein. Während er so vertelt, nimmt John sein Notweser aus der Fabrik und hält Opachankano dort fair. Der Chief Indier kijkt ganz verwundert nach John,
Als hij terugkijkt bij John, de noodwijzer, handen treien en rundreed, en de wijzer wijst immer niet dezelfde steer. Op een chanke nou, noemt de noodwijzer en proeft het zelfs. Dat schijnt zich zo, John zijn Anstrengung wird sich betult haben. Dat sagt so, als wenn op een chanke nou nicht bis glaubt, dat John ein welcher Mann wär, sondern hij hat auch bitte gewöhnliche Kraften. En de steht, dat hij John doodmaakt, muss hij metkommen naar een van ihre Hütten. Die wir angemehlen auf, en während sie so gingen, während die Indians hängen reut mit ihre Flitzbauers, wenn hij mal einmal ernst wat so proben. John freut sich nicht bloß, dat hij immer noch lebendig wär, en dacht, hij wird lauter sein Wacht heran. Du bei die Hütten, wascht John sich dann im Bett, en dann ging sie durcheinander, in eine Hütte, wo ein großes Vierbein brandt, kriegen er mehr auf die Ehr. Hij zat op een voetdek, dicht bij dat vuur, en bald kwamen 2 Indienfriers aan, met rooibroden en 2 bak verarmd zum eten. Als John afhangt te eten, wundert hij, du willst zoveel eten, proefden de arm op te masten, en dan arm op te eten, aber dat is niet wat het weer. Dat meeste weer, op een chanke nou, wil informatie. Waarom wären de Engelsen naar ihr land gekommen? Waarom hadden sie sich in eine Kolonie gebildet? Wie lang hadden sie hier geplant zu bleiben? Warum hadden die Engelsen keine Frühes mit sich? Mehr und mehr Frauen kamen, und John proefde alle so flach als möglich zu beantworten. Nachdem er angedeutet hier bei dieser Hütte gewesen war, ward John dann nach ein anderes Indiendorf geladen. Nach ein paar Tagen wieder ward er nach ein anderes Dorf geladen. Und so dort ging dort bei den 30. Dezember 1607, wo er dann in Werawokomoko neergelegd werd, wo Chief Powhatan der Lehrer er war. Dit in die Dorp wie ohne Nudne kont, beim Metaponi, en bat so weit hat noch niemals ein Engelscher, diese steht gesehen, noch viel weniger den Chief Powhatan. In Werawokomoko ward John dann in eine große Meetingstube angelegt von Knappelsgebet. Wenn durch keine Fenster wären, wäre es so half dies dabei. Das einzige Licht, was dabei wäre, kam von das Feuer, was dabei brannt, und von der Deur, was up wäre. Als John seine Augen erst in der Düsteren bei Peter sein können, dann sah er, dass da ein Mann saß dort auf einer Felddeck und eine andere Seite von das Feuer. Den Mann seine Kleider wären von Waschballare gemerkt, und Rammer sein Hals hat er ein Band mit Perlen hängen. John probt am Charakter zu beobachten. John wusste, dass das müsste Chief Powhatan sein, aber er kann gar so recht sein, wie alt er wäre. Ja, er kann sein, denn seine Haare wären grau, vielleicht auch mehr wird. Aber sein Gesicht sah so aus, als wenn er viel jünger muss sein. Rammer den Chief Powhatan so eine ganze Reihe Fries, und John ward an, dass die meisten von denen wären alles Chief Powhatan seine Fries. Einige von denen wären aber auch den Chief Powhatan seine Dachterin. Dort eine wie auch noch eine Ammonot, eine 12-Jährige, wo sie bis immer Pocahontas nannten, das meint, die Spieler hier, in der Algonquin sprach. Pocahontas saß bloß und kickte gleich nach John, während ihr Papa John uitvroeg. Krijgt ze als op een chanke nou? Powhatan wil ook weten waarom de Engelsen naar Virginia gekommen wären en wat zij op ihr land deuten. Hij wil ook weten waarom die 2 schepen verloren wären en dat andere hier nog gebleven. En als die andere 2 würden terugkommen. Tom den seine Frau beantworten, mögt John eine Geschichte ab. Hij sagt, dass sie wären in einen gewaltigen Kampf gewesen mit den Spaniern, und nu hadden sie muss hier bei Chesapeake Bay an das Land kommen, um ihre Chaps erstmal reparieren. 2 von denen wären all repariert und verloren, und das andere, das wir noch immer andech. Die anderen 2 Chaps würden bald zurückkommen mit Gerätschaft und mehr Dinge, und dann würden sie das andere auch fixen, und dann würden sie alle taub zurück nach England reisen. Und in den Zwischenzeit erklärt John, wir haben mit einer NATO Gruppe auf dem Weg gewesen, das Pazifische Ozean zu fangen. Diese Geschichte vertellt John den Chief, damit er nicht soll antworten, dass der James statt
gebied worden wir en dat die für eine lange Zeit zult sein. Wen dann würde Chief Powhatan ze denken, würde die Stadt bloß ganz verstehen. John dacht, das wird besser sein, wenn der Chief dat nicht wisst, dass der James Stadt für eine lange Zeit wäre, sondern dass der können denken, der wird bloß für ein kleines Stützchen. Der Chief Powhatan hat John sein Leben ganz in seine Hand. Und John wisst das. Und du wen, möge er dort nach dem Bett triester. John vertelt den Chief, dass er der Lehrer mangt der englische Männer. Und wenn er nicht bald wird zurückkommen in der Gruppe, dann würden die am Segen. Und dort wird sein mit Pistelen und Knauen. Nur dem John alles gesagt hat, was er sagen will, dann ruft der Chief seine höchste Indians taub, um ein bisschen ein Meeting zu haben, was sie will mit John tun. John sollte für einige Stunden, was der Chief und seine Partner erstmal fertig werden, mit nur Hings einander verteilen. Schließlich wird Chief Powhatan fertig mit seiner Entscheidung. Er weiß in ein paar Männer, was er bei der Stunden, und dann wird ein großer Plotter Stein angerollt und du fordert 4 angelegt. Dann kämen 2 andere große Indians nennen, mit ein paar Halbknappels. John sein Hortje fängt Busie an zu klappern. Ein paar andere packten John an und schlappten am dünneren Stein. Sie hielten John die Hand, dass John sein Kopf auf den Stein boven wäre, und die 2 Indians hoben ihre Knappels ab.